Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder der Chris. Heute mit einem kleinen, das heisst schon klein, das Video geht relativ lang, Tipps und Tricks für Transit-Modus, Black Ops 2 Zombies. Ich habe den Schwierigkeitsgrad mal auf Easy gestellt, weil ich ein bisschen zeigen und nicht zu früh abkratzen. Jetzt, es ist aber so ein X dort, wenn man auf Easy stellt, und mir jetzt dünkt, dass gewisse Story-Elemente oder so gar nicht vorkommen. Zum Beispiel auf der Nuketown 2025 Map ist es dann so, dass der Typ, der am Reden ist, der Richthofen oder so, den hört man glaube ich nicht, wenn man auf Easy spielt oder so. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nicht mal auf Easy werden vielleicht die ganzen Abschüsse und so nicht gespeichert. Ist jetzt aber mal egal. Ich würde sagen, starten wir gerade mal. Und zwar ist ja immer hier im Busbahnhof und hier geht es darum, den Ventilator zu Mann geben und dann noch das Drittsteil zusammenzufügen, damit man Strom machen kann. Zombies bewegen sich nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn man nicht schiessen. Und wenn man maximale Punkte machen will, wie immer im Zombies in der ersten Runde, kann man 3 Schüsse in Ranzen schiessen und dann ist mit dem Messer für maximale Punkte. Wichtig ist dann auch noch, dass der durch das Wiederbeleben Fläschchen saufen, weil allein kann es auch sein, dass man schnell ausgenockt wird. Und das wäre jetzt gerade das dritte Teil gewesen, für die es noch nicht kennen. Die Turbine könnt ihr einfach nicht irgendjemandem herstellen, der Strom braucht, dann macht sie die Tür auf. Dort, wo ich kurz hergeschaut jetzt hinten, hat es auch ein Teil für einen Bus. Das ist jetzt hier leider nicht der Fall. Und diesen Meteorit kann man irgendwie für ein Easter Egg rausnehmen. Aber es ist dann so, dass das glaube ich erst im 4-Spieler-Modus oder so klappt. Hier hinten hat es aber noch so eine NAV-Karte. Das wird eben auch als Easter Egg gebraucht. Irgendwie kann man dann so eine Navigationsvase so immer zusammenstellen, aber keine Ahnung. Also die Sache ist jetzt die, jetzt gehen wir in den Bus rein. Und ich finde es eben sinnvoll, wenn man in der ersten Runde nicht alle Zombies killt hier am Busbahnhof, weil dann ist es dann relativ unproblematisch, wenn man weiterfährt. Die Sache ist die, wenn man alle killt, spawnen Zombies dann für die zweite Runde, und das ist auch in Zukunft so. Immer dann, wenn man mit dem Bus unterwegs ist und man will eigentlich nicht von allen Seiten attackiert werden, wenn man am Bus am Fahren ist, weil klar, meistens säckeln sie hinten nach. Aber wenn sie dann von allen Seiten kommen, wird es dann schwierig. So, den Bus kann man mit 3 Teilen aufrüsten. Vorne gibt es so eine Schaufel, die alle Zombies fertig macht, die vorne herlaufen. Dann gibt es so einen Durchgang für aufs Dach. Aber den Durchgang für aufs Dach kann man auch nicht mehr anders brauchen. Und dann gibt es noch eine Leiter für hinten links herzumachen, wenn man in die Fahrtrichtung schaut, damit man aufs Dach klettern kann. Und zum Beispiel auch bei der Powerstation, dort wo man den Strom anstellen kann, auch auf den Bus kommt, wenn man aus dem Gebäude wieder rausspringt. Das sehen wir dann. Jetzt habt ihr gesehen, nach dem Busstopp kommt man gerade hier in den Tunnel rein. Hier könnt ihr auf der rechten Seite den M16 holen, wenn ihr da aussteigt. Der fährt da relativ langsam, der Bus. Und irgendwo hier vorne links, je nach Location, sind sie alle zufällig, wo die Gegenstände sind, sollte es irgendwie auch so einen Arbeitstisch geben. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Also cruisen wir hier mal ein bisschen weiter. Vorne sehen wir schon das Diner. Und für die es noch nicht wissen, der blau- oder regenbogenfarbige Streifen, der aber zum Himmel raufgeht, der dient als Orientierungspunkt und zeigt eben auch, wo die Mystery Box drinnen ist. In welcher Location. Und wie gesagt, wenn man dann auch durch den Nebel säckeln, das kommt dann noch, dann hilft das extrem. Dann sieht man, wo ist die Mystery Box und wo ist in dem Fall die Lokation, wo sie steht. Jetzt hier wieder Strom machen hier hinten. Hier hat es auch einen Gegenstand drin. Seht ihr, da ist jetzt die Schaufel für vorne oder der Schieber. Keine Ahnung, wie du genau sagst, für einen Bus. Es kann auch die Leiter drin sein, es kann auch der Durchgang für innen auf den Bus sein, noch etwas anderes. Ja, ich habe mittlerweile viele FAQs gelesen und so, aber auch ganz schlüssig ist man sich noch nie, was es alles gibt. Also meine Empfehlung ist eigentlich mit den Punkten, die ihr dann in der ersten und auch in der zweiten Runde macht, mal eine Waffe für oder das Geld für eine Waffe aus der Mystery Box brauchen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine gute Waffe bekommt, die ist durchaus da. Die Waffen, die man an den Wänden kaufen kann, sind nicht immer gerade so prickelnd. Wobei jetzt hier beim Diner links hat es einen MP5 drin. Aber wir probieren jetzt sicher die Mystery Box. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich noch ein bisschen zu wenig Knete. Noch ein paar Zombies fertig machen.
Optimal ist man natürlich, wenn mehr als einer hintereinander steht, weil dann bekommt man pro Schuss 2x10 Punkte, seht ihr jetzt so in diesem Fall. Der Bus will weiterfahren und ich sage mir easy, warte halt, bis er das nächste Mal auftaucht, weil ich will unbedingt noch etwas aus der Mystery Box, genau. Also, leider noch ein bisschen zu wenig Knete, keine Ahnung, was ich hier genau probiert habe. So. Ja, ich spiele extrem viele Zombies. Habe es bisher eigentlich nicht so flashig gefunden, aber im Black Ops 2, gerade im Transit, ich finde es extrem cool. Und extrem cool ist auch, dass ich hier die Hammer-Maschine, das Maschinengewehr habe bekommen. Weil die hat ein relativ grosses Magazin und wenn man sie dann aufmotzen, ist sie wirklich super. Auch gerade mit schnell nachladen und so, alles gezeichnet. Also, eben, ich spiele sehr viele Zombies, hat mich absolut geflasht, was beim Multiplayer nicht so der Fall ist. Also Online-Multiplayer gegeneinander. Ich habe jetzt, glaube ich, das Weekend, wo Doppel-XP war, vielleicht Maximum 2 oder 3 Stunden online gespielt zum Leveln. Aber was heisst schon Leveln? Es interessiert mich eben wirklich nicht mehr so. Obwohl das ein ganz klar ein gutes Game ist. Ich habe erst gerade wieder gesehen, zum Beispiel mit dem Black Hat Hackgerät oder so, kann man zum Beispiel auch Care Packages, die so außerhalb der Map sind, wieder holen und so. Also sie haben extrem viele coole Überlegungen sich gemacht für einen Online-Multiplayer, aber mir packt es einfach irgendwie nicht so. Also, jetzt müsst ihr mal schauen, was man hier noch machen kann. Zeige ich Ihnen gerade, genau. Singleplayer, die Kampagne noch nicht durchgespielt haben, sollen das unbedingt machen. Am Schluss, bei den Endcredits, gibt's noch ein richtig cooles Filmchen. Wirklich ein richtig cooles Filmchen. Und darum muss ich einfach sagen, Treyarch sind echt geile Sachen. Sie versuchen hier eigentlich, das Ganze auch ein bisschen mit einem Zwinkern zu betrachten und aus der ganzen Story, die auch sehr brutal ist, holen sie doch noch einiges gerade so Humor raus mit dieser letzten Sequenz. Es ist ein kleines, es hat mit Musik zu tun, ich sage es mal so, ich will da nichts spoilern. Hier bin ich jetzt gerade ein bisschen ein bisschen Risiken eingehen. Ich habe versucht, Zombies auf eine Linie zu bringen, um maximale Punkte rauszuholen. Ihr seht hier mit der Hammerknarre kann man richtig schön durchhämmern. Immer aufpassen, dass sie dort nicht von hinten kommen. Sie können ja unten durch auch. Ihr könnt auch unter der Garagentür durchkriechen. Jetzt hier in diesem Raum, in dem mit dem Auto oder in dem links davon, hat es immer eine Tür. Und im Diner hat es dann so ein Gestell, die kann man dann zusammensetzen und dann bekommt man dann so ein Schild. Das kann sehr hilfreich sein, aber ich brauche Turbinen, um Strom zu generieren. Wenn man Instant Kill hat, immer messen, finde ich. Ausser man läuft Gefahr, dass man in zu viele Zombies reinsäckelt oder so. Aber sonst lohnt es sich zu messen, weil dafür braucht man keinen einzigen Schuss und bekommt es maximal an Punkten. Also jetzt noch ein kleiner Trick hier. Ihr könnt mit der Turbine auch die Aufrüstautomaten anschalten. Es gibt einen Strom, jetzt müsst ihr schauen. Leider habe ich jetzt noch zu wenig Knete. Ich habe gemeint, es sind 2000. Hole ich auch noch ein bisschen Geld. Und es ist dann so, ihr könnt es kaufen, aber sobald das die Turbine wegnehmt und der Strom weg ist es dann auch nicht mehr aktiv. Und es wird dann erst aktiv, wenn ihr den Strom wieder einschaltet. Oder, was heisst schon wieder, wenn ihr den Strom überhaupt mal einschaltet. Und das Gute ist, ihr könnt das Perk schon hier mitnehmen, wenn ihr genug Knete habt. Und dann im übernächsten Stopp schaltet man ja dann den Strom an. Und dort wird es so sein, dass ihr das Perk das schon habt. Also die müsst ihr nicht noch einmal zurück. Ja. So ein bisschen am Rand noch. Ich habe mir ein bisschen Überlegungen gemacht bezüglich dem Layout der Map. Ich habe im Internet gesucht und es gibt ein paar Bilder, die so ein bisschen zeigen, wie die Transit Map aufgebaut ist. Aber es ist eben nicht allzu detailliert. Und vielleicht muss ich da selber mal etwas basteln oder noch ein bisschen warten, bis jemand etwas Cooles zeigen kann. Weil, um schon ein bisschen vorwegzunehmen, ich zeige es hier, es hat sogar Teleporter auf dieser Map. Und es wird noch ein bisschen spekuliert, ob es einem random neu her tut, ob es einem immer wieder an die ähnlichen Spots her tut, vielleicht so random innerhalb von 2 oder 3 Spots, oder ob es immer an das gleiche Ort geht. Also es gibt noch sehr viel Geheimnisse und Easter Egg und so, ja. Nuke nehme ich auch nur, wenn ich in Schwierigkeiten bin oder am Ende der Runde, weil man kann mehr Punkte machen, wenn man Zombies selber fertig macht, wenn man noch Munition hat, als einem Nuke gibt.
Gewisse haben das nicht so geschnallt oder schiessen drauf, das ist jedem seine Sache. Ich denke, es ist wichtig, dass man doch ein bisschen mit den Kneten optimieren. Darum kann ich mir jetzt hier schon Speed Cola gönnen. Rein damit, ich liebe die Musik, die an diesen Automaten läuft. Und seht ihr jetzt unten links, jetzt hat es zum Teil gleich, kurzzeitig gleich hell geleuchtet wie das zum Wiederbeleben. Und dann ist es aber wieder ein bisschen ausgeblendet worden. Jetzt habe ich hier noch bekommen, ein bisschen Gamerscore irgendwie, weil ich 2 Maschinen ohne Strom vorher anzustellen habe, benutzt. Wobei, was die erste war, weiss ich auch nicht mehr. Aber das ist gut. In dem Fall merkt sich das Spiel, was man gemacht hat. Ich versuche jetzt hier noch ein bisschen hin und her zu latschen, damit ich dann ein bisschen Reihen aufbauen kann, um möglichst viele Punkte zu machen. Mal noch einmal kurz probieren, ob da etwas Cooles drin sein könnte. Oh, cool, Monkey Bombs. Oh ja, die sind natürlich auch immer extrem hilfreich. Ihr werdet es dann sehen, die werden wir ein paar Mal schöner anschreiten. Wichtig ist auch, es ist zwar gut, wenn ihr 2 super Waffen dabei habt, aber wenn beides so schwere Maschinengewehre sind zum Beispiel, dann läuft es dann darauf raus, dass ihr nicht mehr so schnell säckeln könnt. Darum ist es eigentlich noch gut, wenn ihr eine Pistole oder eine Akimbo-Pistole dabei habt. Und ja, und ihr habt gesehen, ich habe jetzt alles gemacht, was ich hier wollte. Ich habe die Mystery Box 2-mal einen guten Treffer gehabt. Es hat jetzt auch ein paar Mal gegeben, dass ich Trailgun direkt habe bekommen. Das ist auch natürlich easy. Das ist natürlich das ultimative Ziel, die zu bekommen. Weil aus der Mystery Box raus ist die beste Waffe, glaube ich. Ja, haben wir die Speed Cola schon mal geholt und darum können wir jetzt hier eigentlich weiter gondeln. Jetzt währenddem, dass wir hier durch den Nebel am Cruisen sind und gar nicht so viel sehen, vielleicht habt ihr es gesehen, vorher hat es ein paar Explosionen gegeben und auch gehört natürlich, das ist eben, weil sie vorne in die Schaufeln sind reingelaufen, Zombies, oder der Busfahrer ist reingefahren. Das bedeutet, dass sie von vorne dann nicht mehr reinklettern können. Also, gewisse wissen es vielleicht schon, hier noch schnell eben während dem Nebelcruisen eine kleine Story. Angefangen habe ich ja mit dem HDP-Fahrer aufnehmen, der hat ja einen riesen Kabelsalat, was ich zum Teil sehr mühsam gefunden, vor allem wenn er zwischen der Xbox und der PS3 umsteckst und so, hat er auch kein HDMI unterstützt. Ich glaube, der Neue könnte es, aber mittlerweile bin ich auf Elgato Game Capture HD umgestiegen, heisst glaube ich. Ein kleines Böckchen, wo man per HDMI drauf und wieder drauf kann, finde ich ausgezeichnet. Und zur Software dann noch ein bisschen mehr. Also jetzt normalerweise steige ich hier beim Bauernhof nicht aus, weil hier hat es eigentlich nichts, was lohnenswert ist beim ersten Durchlauf. Ich sage es mal so, es gäbe sicher Sachen, die einem ein bisschen helfen würden. Wir gehen dann auch noch einmal hierher, aber auf der anderen Seite wollen wir möglichst schnell den Strom anstellen. Kommen wir kurz zurück zum Elgato. Die Software, die dort dabei ist, ist ganz cool. Die kann man auf dem PC laufen im Hintergrund und die nimmt eigentlich konstant temporär auf. Und wenn man dann ein gutes Gameplay hat, kann man eigentlich zurückspulen in der Software und bis zum jetzigen Punkt alles aufnehmen. Und genau so habe ich es gemacht bei den Zombie-Gameplays, die ich hier jetzt aufgenommen habe, das Nuketown, das ich schon aufgeladen habe, hier jetzt das Transit, und dann habe ich noch ein zweites Nuketown gemacht, das ich dann kommentiere. Und das Coole ist, beim HDP-Fahren musste ich immer Start drücken, nimm jetzt auf. Und dann habe ich aufgenommen, habe es verschissen, Datei wieder gelöscht oder was auch immer man damit macht. Und dann wieder neu gestartet. Beim Elgato ist es eben so, da kannst du probieren. Und wenn es mal gut läuft, kannst du eigentlich bis zum Anfang zurückspulen in der Software und von dort das ganze Stück aufnehmen. Und genau so habe ich es jetzt eben jeweils gemacht. Absolute Empfehlung. Außer für PS3. PS3 tut ja beim HDMI-Signal das irgendwie verschlüsseln. Und darum kann man dann nicht mit dem HDMI drauf, aber es hat noch ein zweites Kabel, das dann genauso gut funktioniert. Ich kann es also allen wärmstens empfehlen, bin auch nicht gesponsert oder so. Bin wirklich begeistert. Also, jetzt hier, ins kleine Kackhäuschen kann man runter, den Strom anstellen und ich nehme hier gerne noch die AKU mit, weil ich finde, es ist eine super Waffe, hier bekommt man auch Mund und alles. Und hier geht es jetzt darum, wieder 3 Sachen zusammen zu suchen. Einerseits die Verschalung oder so. Dann noch der Schalter und als drittes die Zombiehand. Und mit dem kann man dann hier den Strom einschalten. Jetzt hört ihr, wie Zombies am Werk sind. Die ignorieren wir für den ersten Moment gerade ein bisschen. Die brauchen ja noch ein Moment, bis sie durchkommen. Die schnell mal ein bisschen fertig machen. Und eben, immer wenn ihr hier am Bauen seid, das ist nicht so wie beim Reparieren von der Barrikade, wo man sich 360 Grad drehen kann. Wenn man sich zu weit dreht, hört ihr auf bauen.
und darum kann man auch nicht so gut schauen, was mit den Zombies abgeht. Jetzt jeder Noob hat natürlich die Nuka genommen, aber was ihr euch nicht bewusst seid oder auch nicht bewusst wäret, ist, dass es nachher mit der nächsten Runde Vollgas losgeht. Und währenddem das jetzt hier am Basteln bin, ist es mir recht, wenn nicht ganz so viele Zombies unterwegs sind. Macht ja irgendwie auch noch Sinn. Was jetzt auch noch hilft, ist, dass der Strom, der eingeschaltet wird, das Paar ja auch noch röstet, seht ihr, der Hinger ist abgelegen. Und hier noch schnell ein bisschen für Frieden sorgen, noch ein paar Ponys abkassieren. Und eben auf Easy ist es schon ein bisschen einfacher, aber es spricht auch nichts dagegen, es mal auf Easy auszuprobieren, weil wenn man gerade immer am Anfang an genattet wird, ist es leid. Jetzt hier seht ihr den Elektroboss, der zwischendurch auftaucht. Hier greife ich jetzt schon ein bisschen voraus und sage, in diesem Video sieht man ihn nie. Ich bin auch schon auf ihn getroffen. Man kann ihn dann mit dem Messer, mit dem Bowie-Knife oder der Elektrofäust kann man ihn traktieren. Ein EMP lässt ihn gerade direkt verschwinden, aber ein EMP macht auch alle Automaten, elektrische Sachen, die in der Nähe sind, kurzzeitig außer Betrieb. So seht ihr, jetzt ist hier das Problem. Jetzt kann ich hier nicht in den Bus einsteigen, weil die Türen sind beide so, dass ich keine Möglichkeit habe, dort herzukommen. Aber ich kann natürlich während dass er losfährt einsteigen. Hätte jetzt die Leiter gehabt, hier hinten rechts, hätte ich dort drauf können gehen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Das Ziel ist einfach immer locker bleiben. Am Anfang ist es zwar ein bisschen knifflig teilweise, aber sobald man dann den Juggernaut hat, wird es auch ein bisschen chilliger. Also, ihr habt gesehen, am Anfang waren wir im Busstopp, sind durch den Tunnel gefahren zum Diner, vom Diner weiter zum Bauernhof und vom Bauernhof sind wir jetzt vorhin gerade, keine Ahnung, zur Powerstation, dort wo man den Strom kann hergefahren und jetzt kommen wir zur letzten offiziellen Location und das ist das kleine Städtchen. Ich sage offizielle Location, weil es gibt ja noch ein paar versteckte. Das zeige ich auch noch kurz zeigen, wenn man dort herkommt. Wichtig ist eben, dass man möglichst schnell den Strom einschaltet und dann Juggernaut holen. Schnell etwas trinken, sorry zusammen. Ich könnt auch ein bisschen schauen, wenn ich rumgammle. Also, jetzt sind wir hier im kleinen Städtchen. Schnell mal die Türen für die Bank aufmachen. Dann hier hinten kann man ja rauf zum Juggernaut. Und ja, hier noch eine kleine Anmerkung. Ich habe gesehen, dass viele sagen, dem Juggernaut und so, was auch immer. Aber leset mal, was auf dem Kasten steht. Also dort steht ganz klar NOG. Und hat in dem Sinn sicher etwas mit dem Juggernaut zu tun. Aber eben das Perk wird schon Juggernaut genannt. Kleine Besserwisser-Aktion hier. Also, ja, hier hätte jetzt natürlich auch Rape trainen, ein bisschen schauen, dass die Zombies in einer Linie sind, aber jetzt hier bevorzugt ein bisschen vorwärts zu machen, weil ich Punkte machen will, damit ich dann die 5000 habe, um den Juggernaut zu bekommen. Ihr habt vielleicht das Video vom Salty gesehen, wie man hier Gegner immer wieder so schön hinter sich herziehen kann. Das würde ich hier auch anwenden. Das Gleiche könnt ihr übrigens auch beim ersten Stopp nach dem Busbahnhof machen, wenn ihr durch den Tunnel seid. Beim Bauernhof, dort gibt es auch oben im ersten Stock vom Gebäude so eine Kante, die runterspringen kann. Jetzt hier, den könnt ihr entweder mit einer Granate sprengen oder mit der Railgun, wenn ihr die habt, oder Railgun, ja, aufmachen. Und dann könnt ihr hier rein, und das ist noch lustig, dort könnt ihr einerseits Geldbeträge in Höhe von 1000 könnt ihr hinterlegen für zum nächsten Spiel. Oder ihr könnt 1000 Trap nehmen, wenn ihr schon etwas hinterlegt habt. Kostet noch einfach 100, aber eben, ihr macht 900 Gewinn, das ist ein schöner. Hier in diesem Raum hat es auch so 2 Schlüssel. Gut, da geht unten. Ja, ich schaue nicht einmal her, schade, aber die haben keine Funktion, oder auch noch keine. Und ihr habt mich vielleicht auch gefragt, für was das die zweite Tresortüre ist. Die mache ich dann auch noch auf. Aber wie gesagt, jetzt zuerst mal ein bisschen hier anfangen. Immer schnell schauen, dass hier hinten nicht plötzlich noch einer raushüpft. Wobei sie brauchen schon ein Moment, bis sie ja das Holz, Barrikaden weggemacht haben. Ihr habt sicher gesehen beim Salty, wie man sie hier empfiehlt. Aber ist halt auch ein bisschen langweilig. Aber ja, was willst du machen? Hier kommen sie auch raus. Haben sie sich auch schön aufgereiht. Und das halt der richtige Punkt. Hier jetzt noch das Max Ammo, das ist immer perfekt. Schüsse durchlassen. Und eben gerade im Multiplayer sollte man aber schnell sagen, es sind eins rum, da kann jeder nachladen und dann kann man es dann aufnehmen.
So, noch ein bisschen reparieren, zum Kneten verdienen. Alles chillig. Jetzt seht ihr hier, sind sie relativ verstreut. Und wenn sie aber so breit gefächert sind, schiesse ich nicht so gerne drauf. Ich habe es lieber, wenn ich eben maximale Punkte machen kann mit minimalem Munitionsaufwand. Darum schnell warten, bis sie runterspringen und dann kann man sie hier schön in eine Reihe reinnehmen. So, come on. Jawohl, viel braucht es nicht mehr. Da hinten hätten wir auch noch ein paar. Ja, 5000 haben wir erreicht, das ist gut. Die explodieren, sind noch hilfreich, weil die nehmen die neben ihnen auch in Angriff oder reissen die mit der Explosion. Genau, jetzt habe ich 5-9. Das langt die Führung für den Juggernaut und dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg dorthin. So, der schreit zwar laut, aber hat nicht wirklich etwas zu bieten, der Burst. Und ja, das mit dem Reparieren, ich meine, einerseits scheiß drauf, aber andererseits gibt es auch ein bisschen Geld, gerade im Zusammenhang mit dem Mal-2-Multiplikator, wenn man alle einen hat, kann man dann eigentlich schon noch schöne Punkte machen. Aber es wird am Schluss so viel offene von diesen Fenstern haben, da könnt ihr alleine nie im Leben alles reparieren, außer die nehmen einen kleinen Hammer auf. Dann tut es dann von selber alles wieder zu. Also, wir gehen hier in die Bar rein, weil hier hat es jetzt noch Dings, Stamina ab. Dort können wir dann schneller säckeln. Ist auch extrem hilfreich. Hinten hat es auch noch eine Werkbank, um etwas zusammenzustellen, aber ich habe hier noch nicht ganz mit allen Items durchgeblickt, was, wie, wo. Und gewisse Sachen kann man erst zusammenstellen, wenn man dann wirklich mehr als ein Spieler ist. Weil man an mehreren Locations gleichzeitig muss sein oder irgendetwas in dieser Richtung. Aber ja, es gibt noch viel zu entdecken und genau das liebe ich, weil die alten Maps, ja, es hat schon einiges zu tun gegeben und man hat auch schauen, wie weit das man kommt. Das ist ja jetzt noch genau gleich. Aber ich muss einfach sagen, so rein von den Easter Eggs, von der Story, von dem, was man kann entdecken kann. Ich meine, es ist sicher ein extremer Vergleich, aber nein, mit ist es sogar ein bisschen GTA-mässig, weil man jetzt eben in einem kleinen Gebiet säckeln. Ja? Vor allem jetzt eben mit dem Juggernaut und mit dem Stamina ab ist es so, dass wir auch durch den Nebel säckeln können, ohne dass wir Angst um unser Leben haben. Sagen wir es mal so. Weil wenn man die zwei Sachen nicht hat, ist die Chance, dass man es überlebt, extrem klein. Jetzt hier ist mal 2, ja, ihr seht. Und immer wenn etwas sehe blinken, werde ich richtig gierig und riskiere auch einiges. Aber ja, was soll's, gell? 13 Mal nachladen ist besser als gar nie. Und eben jetzt ein Schuss, sind sie weg und gibt noch doppelte Punkte. Ding Dong, das gibt richtig schön Ponys. Also, hing jetzt noch, genau, Max Ammo, noch schnell geschaut, ob beide Knarren durchgeladen haben, das ist der Fall. Und obwohl das der Bus im Hintergrund so ein bisschen gehört, hupen, ist es aber nicht unbedingt so, dass er nächstens gerade auftaucht. Er braucht immer ein Moment, bis er rum ist. Aber jetzt können wir uns ja eben, wie gesagt, auch selber auf den Weg machen. Jetzt noch schnell hier schauen. Jetzt, wenn wir auf X bleiben, können wir hier Geld einlagern. Ihr seht, jetzt habe ich schnell 3 Tonnen eingelagert. Ich muss dann noch probieren, ob es wirklich auch geht. Vor allem, wenn man easy und normal spielt, ob es dann auch bleibt. Aber der Joey hat es auch schon mal ausprobiert, hat er Geld abnehmen. Also es ist wirklich noch cool. Schlussendlich wird man dort eine riesige Menge an Kneten haben und sich immer alles holen können. Mag vielleicht auch ein bisschen langweilig tönen, aber dafür muss man sich keine Sorgen ums Geld machen, dass man zum Beispiel den Juggernaut oder so kaufen kann. Jetzt, wenn man den Strom anstellt, werden gewisse von den Laternen in diesen Nebelgebieten für sie grün leuchten. Hier gelingt es mir nicht, aber wenn man dann so einen Facehugger, so ein kleines Micheli, das einem ins Gesicht springt, da habt ihr es gesehen, genau, wenn man das dann unter die Lampe bringt, ja, da verkackt es auch mit der Lava am Boden, darum muss ich mich verziehen. Wenn man das kleine Käibchen unter die grüne Lampe bringt, dann öffnet sich dann ein Portal. Und wie gesagt, ihr seht es dann, aber noch nicht jetzt. Ich mache ein bisschen Zombies entledigen, bin da ein bisschen Stress gekommen. Schlussendlich, die meisten Infos habe ich aus dem Internet. Gewisse Sachen auch ein bisschen selber herausgefunden, aber unter dem Strich bin ich im Zombie eben schon noch ein bisschen ein Noob. Und darum sterbe ich dann ab und zu wieder, weil ich mich nicht mehr einklemme, wo man eigentlich gar nicht her sollte. Aber ja, dann fängt man wieder von vorne an, versucht etwas Neues.
Und wenn man jedes Mal ein bisschen weiterkommt, macht das eben schon noch Spass. Ich bin extrem drauf. Gespannt, was sie jetzt noch an Zombie-Maps bringen für das Black Ops 2. Beim ersten Download-Paket im Dezember scheint wird ja Zombies Nuketown für alle, die das Paket sich suchen, erhältlich sein. So, da sind jetzt noch einige unterwegs und dann schießt doch mal die erste Monkey Bomb. Dort säcken sie dann alle Herren-Zombies, sind völlig auf das Teil fixiert, tänzeln dort fast ein bisschen. Und währenddessen kann ich mich hier schön in den Bus reinsetzen. Hier noch der eine oder andere Zombie abkassieren. Es hat zwar viel verwünscht, aber es sind auch noch einige am Leben. Und gerade wenn sie dann durch die Lava laufen, werden sie ja angezündet und durch das zu einer Bombe. Was wir jetzt hier ausgezeichnet nutzen können. Okidoki, also. Das heisst, wir haben noch ein paar Zombies am Leben gelassen. Ihr seht, Welle 9 ist noch nicht abgeschlossen, damit wir eben nicht auf neue stoßen beim Fahren. Und verlieren jetzt eigentlich die letzte Location und sind jetzt somit wieder auf dem Weg zum Busbahnhof. Die Strecke ist noch wicked, weil wir fahren über die Lava hier mit dem Juggernaut und dem Stamina ab. Und wenn man konstant hüpft, dann schafft man es auch über die Lava. Das geht also, das ist easy. Die Strecke hier ist aber ziemlich holprig, wo er muss irgendwo so eine abgehackte Brücke rauffahren oder so. Warte schon, ich glaube schauen. Ja genau, da geht es also rechts Loch drauf. Und hier haben wir auch eine gute Gelegenheit, auf die Zombies zu schiessen, die hinter dem Wagen nachlaufen. Oder auf die schiessen, die schon drin sind, genau. Aber seht ihr, hier hat man endlich eine gute Perspektive runterzuballern, wo normalerweise ist der Winkel, wie man zum Fenster raus schaut und dann Zombies kann brechen kann, eher suboptimal. Seht ihr? Hier kann man höchstens die Köpfe, wenn man Schwein hat, brechen und meistens schiesst man dann halt in die Fensterrahmen. Alright. Hier gibt es eigentlich nicht so viel zu tun und zu sagen. Ausser einfach, dass man einigermaßen versuchen, den Bus zu verteidigen. Mit Juggernaut ist das aber nicht so das Problem, weil da halten wir ja, glaube ich, bis zu 5 Schläge aus. Auf jeden Fall einiges. Busbahnhof sagt Hallo. Ich hole mir jetzt hier eine frische Turbine. Leider geht das eben nicht, solange dass die andere noch läuft. Darum haben wir das Teil müssen abstellen und jetzt hier einfach ausdrehen. Ja. Das dauert ein Zeitchen. Die ist dort recht am Toben. Und ja, jetzt habe ich hier eigentlich nicht überlegt, dass ich nur eine Tür offen habe. Und dass alle Zombies durch die eine Tür durchkommen. Ihr seht, fast schon ein bisschen Panik angesagt. Ich gehe hier mal kurz raus, um dieser laufenden Turbine noch ein bisschen Zeit zu geben, sich abzubauen. Und ja, ihr könnt sicher mit den Zombies links laufen, indem sie ihn antäuschen, auf sie zu und dann schnell rechts rüber. Und dann könnt ihr alle ausgezeichnet ausweichen. Also, jawohl, jetzt habe ich die neue Turbine nehmen, aber ich habe sie jetzt in dem Sinne ein bisschen verschnitzelt, dass jetzt hier alle reinkommen. Der Bus wird eigentlich auch langsam los und ich scheine hier einfach nicht rauszukommen, weil ständig wieder neu reinströmen. Und anstatt den Superman rauszuhängen, immer versuchen, kurz intelligent sich zu verhalten und dann geht das dann prima. Also, wieso bin ich jetzt hier raus? Ich wollte eine neue Turbine holen, weil bei jedem Gebrauch von dieser Turbine nimmt dann auch die Energie ab. Und das nächste, was ich zeigen will, ist es eben nur relevant, dass wir volle Energie haben. Also, jetzt treten wir hier wieder in den Tunnel durch. Wir tun, glaube ich, mal schnell ein bisschen vorwärts spulen, bis näher gerade.